Good morning. Guten Morgen. Good morning from 8848. Guten Morgen von Good morning from 8848. 8848. That's the height of the Mount Everest. Das ist die Höhe vom Mount Everest. I'm very glad this morning to be a part of this beautiful church. Ich freue mich, dass ich der Morgen Teil von dieser wunderbaren Kirche darf sein. Your presence tells me that God is at work. Und dass ihr hier seid, das sagt mir, dass Gott da auch am Werk ist. And Jesus said that Peter, upon this rock I will build my church. Und Jesus hat gesagt, Peter, auf deinem Fels, auf diesem Fels werde ich meine Kirche bauen. And we all are the pieces of those rocks. Und wir sind alle ein Teil von diesem Stein, von diesem Fels. When we come together, we become body of Christ, a beautiful church. Und wenn wir zusammenkommen, dann werden wir der Leib, der Körper von Christus, eine wunderbare The Kirche. definition of the church is so simple. Und das ist eine ganz einfache Definition von Kirche. When we are together, we are His body. Wenn wir zusammen sind, dann sind wir sein Leib. Whenever we are broken, the body of Christ becomes broken and we don't feel good and joy. Und wenn wir Zerbrüche haben, dann wird auch der Körper, der Leib von Jesus, vom Christus zerbrochen und da ist keine Freude mehr. And this morning I am not here to preach because the people of Switzerland are very, very well-learned people. Ich bin heute Morgen nicht hier, für eine Predigt zu halten. Die Schweizer, die wissen schon sehr viel. But I have a story, that's the story that God Himself wrote in my life. Aber ich habe eine Geschichte, das ist die Geschichte, die Gott selber in meinem Leben geschrieben hat. And I don't say that God has written only one story in my life. Also God has written every story in every individual's life. Und ich sage nicht, dass meine Geschichte die einzige Geschichte ist, die Gott geschrieben hat, sondern in jedem von unserem Leben ist Gott am Schreiben von einer Geschichte. If you haven't unfolded your story, please tell to somebody. Und wenn niemand deine Geschichte kennt, dann erzähl sie doch jemandem. As much as you tell your story, the peace and joy doubles in your life. Und wenn du deine Geschichte weitererzählst, dann wird auch die Freude und der Friede in deinem Leben sich verdoppeln. And I believe that God wants to double and triple your joy and my joy. Und ich glaube, Gott will deine Freude, deinen Frieden verzweifachen, verdreifachen. And the Bible also says that the city in the mountain cannot be hidden. Und die Bibel sagt auch, eine Stadt auf dem Berg oben kann man nicht verstecken. We are all the cities that Lord has established in the mountains that everybody can see. Und wir sind die Städte, die Gott in den Bergen gebaut hat, die alle sehen können. That is your story and my story that needs to be told to someone who hasn't heard yet. Das ist deine Geschichte, das ist meine Geschichte, die wir denen müssen erzählen müssen, die sie noch nicht kennen. Every one of you know about the Dalai Lama. Ihr kennt den Dalai Lama. Especially the people of Switzerland are very well known about the Buddhism and the presence of Dalai Lama and his people in this country. Und besonders die Leute in der Schweiz, die sind sehr interessiert am Dalai Lama, am Buddhismus. And I was very much fortunate, I would say, that I was serving him for many years in the past. Und ich kann sagen, dass ich ihm manches Jahr gedient habe, für ihn gearbeitet habe. I was born and brought up in the traditional and the typical Buddhist family. Ich bin in eine ganz typische buddhistische Familie geboren worden, dort aufgewachsen. From very childhood, I was taught how to follow Buddhism and Buddha. Schon von klein an hat man mir gesagt, wie man Buddha kann nachfolgen kann. Every Buddhist family has their own small temple in their home we call Chokang. Und in jeder Familie, jeder buddhistischen Familie gibt es so einen Altar im Haus. Shokan nennt man das. And we are taught from the very childhood to practice all the traditions of our Buddhism. Und schon von klein an lernt man uns, wie man die Traditionen vom Buddhismus machen kann. And we have to perform every rituals that one Buddhist has to do it every day. Und wir müssen die Rituale befolgen, die Buddhisten jeden Tag machen müssen. So I was one of them doing years and years from my young age, from my childhood. Und das habe ich auch gemacht, schon von jungen Jahren an, jeden Tag.
but nothing could bring peace into my heart. Aber es hat keinen Frieden in mein Herz gebracht. Nothing could convince me about my mindset and my thinking and my ways of life. Und es hat mein Leben, mein Denken nicht geprägt. And I grew up and I started going to school, and one day I was graduating from my high school. Und ich bin aufgewachsen, ich bin in die Schule und eines Tages ist die Abschlussfeier von der Oberstufe. And during the high school graduation day, there was a beautiful function was organized, and many people were invited, many parents were there. Und wir hatten so ein schönes Abschlussfest gehabt, ganz viele Leute sind eingeladen worden, die Eltern waren dort gewesen. So that was my high school graduation day, and I was a very happy young man to be graduated that particular day. Und das war die Abschlussfeier von meiner Oberstufe, von meiner Schulzeit, und das hat mir viel Freude gemacht. And Dalai Lama was the chief guest of the school function. Normally he does not come. Und der Dalai Lama war der Ehrengast an dieser Abschlussfeier. Normalerweise geht er nicht an so eine kleine Anlässe. And that day he was our chief guest of the school functions, and he gave us a lecture also. Doch an diesem Tag war er bei uns Ehrengast und hat dann auch einen Vortrag, so eine Lektion gehalten. I was very active, and I was a school captain, and I was very much involved in the various kinds of sports that I was doing in the school, and I was leading the school in many ways. Ich war sehr aktiv in der Schule, in verschiedenen Sportclubs, hatte auch die Rolle des Captain gehabt. Because of my so active involvement that he saw in the function, und weil er gesehen hat, wie ich überall auch aktiv war, habe mitgemacht. so he wanted to talk to me, and he called me to just come over. Er wollte mit mir reden und hat mich zu sich gerufen. And he said, see me into the principal's office right after the school function is over. Und er hat mir gesagt, wenn die Feier fertig ist, wollte ich mit dir noch im Büro vom Direktor kurz reden. So after the school function, I went to the school principal's office, and when the Dalai Lama was having a rest and he was having a refreshment. So bin ich dann nach dieser Feier ins Büro vom Direktor gegangen. Der Dalai Lama hat sich dort ausgeruht, hat die Leute getroffen. So I greeted him and I just started talking to him. Ich habe ihn gegrüßt, wir haben angefangen zu reden. And he asked me one thing, that what do you want to be after your education is over? Und er hat mich gefragt, was willst du mal werden, wenn deine Schulbildung fertig ist? So immediately I told him that I want to be the military officer. Und er hat ihm sofort geantwortet und gesagt, ich will ein Militäroffizier werden. He said, done. Super. He said, done, 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 done. So soll es werden. We call done, 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 done. And right after he arranged me for another 2 more years school, which was a military school. Und er hat dann gerade in den Weg geleitet, dass ich noch 2 Jahre in die Schule konnte. Es war eine Militärschule, Militärausbildung. And I completed my 2 years secular education as well as my military education training and all together. Und dann habe ich meine säkuläre Schulbildung, normale Schulbildung abgeschlossen und auch mein Militärtraining. At the very young age, after completing my 18 years, I was taken into the Dalai Lama's Chief Security Council. Und als ich das abgeschlossen mit 18 Jahren, bin ich dann ins Sicherheitsteam vom Dalai Lama gekommen. The Dalai Lama has a small amount of military which is attached with the Indian military. Und der Dalai Lama hat eine kleine Militäreinheit, die eigentlich zum indischen Militär gehört. It's a part of his government in exile in India. Es ist ein Teil von seiner Exilregierung, die er in Indien hat. He has a councils of ministers also. We call government in exile that functions even now and today. Er hat auch Minister, die eben die Exilregierung führen. Das ist so bis zum heutigen Tag. So I continued my service in his administration. Und ich habe dort meinen Dienst angefangen. Right after 3 years, I was taken under the main security layer that I became number 1 in all the 30 people's group. Und nach 3 Jahren, als ich dort gearbeitet habe, bin ich ausgewählt worden in den engsten Kreis von dem Sicherheitsteam. Wir waren nur 30 Leute.
So that I was traveling with him, and my job was to be his guard and protect him and arrange him and do so many, a lot of investigations and for the security purpose of his travel, wherever he used to visit and go and travel across the globe. Und ich bin dann mit ihm gegangen, habe ihn auf Reisen begleitet, habe es abgeklärt, habe es alles organisiert und bin mit ihm unterwegs gewesen, wenn er auf der ganzen Welt ist umgereist. As I told that I was born and brought up in a Buddhist family that was escaped from Tibet in the way back in 1958 when the Chinese government invaded Tibet very suddenly and they started killing and terrifying people so that our people they had to leave. Und wie ich gesagt habe, ich bin in einer buddhistischen Familie aufgewachsen. Meine Familie musste aus dem Tibet fliehen, wo Tibet ist angegriffen wurde von China, ist eingenommen worden. Im 1958 mussten sie ins Ausland fliehen. So the story how my parents and other fellow Tibetan brothers and sisters they traveled all the way from Tibet to India, Nepal, and Bhutan was a very painful journey for them in the 1958 as a refugee to seek their shelters in different places. Und die Flucht von diesen Leuten, von meinen Eltern aus dem Tibet raus in andere Länder, war sehr schwierige, sehr schmerzhafte Reise gewesen. When I heard this story from my parents, I always felt very painful and I felt pity on my families, how much they had to suffer being a Tibetan and having their own country. Now they are without a country and without any citizenship. Und jedes Mal, wenn ich die Geschichte gehört habe, hat das sehr viel Schmerz ausgelöst, sehr viel Not ausgelöst in mir. Zu hören, da ist ein Volk, das vertrieben wurde aus ihrem Land, das keine Nation, kein Land mehr hat. As a constant thinking and remembering the story from my parents made me very, very upset and violent and very angry and very disappointment. Und die Gedanken immer wieder an die Geschichte, an den Verlust, den meine Eltern erlebt haben, das hat mich auch sehr enttäuscht gemacht, hat sehr viel Wut und Ärger in mir ausgelöst. So I grew up in a very, very angry atmosphere of my own life. Und darum bin ich auch als sehr verärgerter, wütender Mann aufgewachsen. But I grew up and I became adult, as I already shared in my past. How did I was selected to be a part of Dalai Lama? Aber wie ich gesagt habe, ich bin aufgewachsen, bin dann vom Dalai Lama ausgewählt worden. And my life was continuing as in the military, as a military personnel and officer. Und so habe ich weitergemacht als Angestellter vom Militär, als Sicherheitsbeamter. I had nothing to do with the religious things and rituals. Aber ich hatte nicht viel zu tun gehabt mit der ganzen Religion, mit all diesen Ritualen. My job was perfectly involved in the security and safety and guarding of Dalai Lama as a protocol of his position. Meine Aufgabe war ganz einfach, dass ich für die Sicherheit vom Dalai Lama sorgen musste. Dalai Lama is not only the spiritual leader, but he is also a political leader of entire Tibetan community wherever they are today. Und der Dalai Lama ist nicht nur der geistliche Führer der Tibeter und der tibetischen Buddhisten, sondern er ist auch der politische Führer. So I was continuing my service with him, but I had a very much disappointing things in my heart always about remembering my parents' story. Ich habe weiter für ihn gearbeitet, aber in meinem Herzen hatte ich sehr viel Enttäuschung, auch immer wenn ich an die Geschichte von meinem Volk denken musste. So I used to take so much other stuff, alcohols, and I was a part of clubs and all the other entertainment that I used to involve after my duty hour is over. Und nach meinem Dienst habe ich mich immer vergnügt mit Alkohol, mit Fest, bin in Clubs gegangen. As I said, being a bodyguard of Dalai Lama, I had nothing to do with any spirituality practices. Und wie ich gesagt habe, obwohl ich ein Bodyguard war vom Dalai Lama, habe ich eigentlich nichts zu tun mit all diesen religiösen Ritualen. We were purely a military
prisoners. Wir waren einfach eine Militäreinheit gewesen. But still, being born and brought up in the Tibetan Buddhist family, I had so many things that I used to remember that I need to perform. Und doch, weil ich in einer buddhistischen Familie bin aufgewachsen, habe ich natürlich auch die Rituale kennt, die man auch hätte machen sollen. There was a very young friend of mine who was my roommate, whom I used to really admire. Aber dann habe ich einen jungen Freund von mir als Zimmerkollegen bekommen und ich habe ihn wirklich gestaunt über ihn. He was not like me, but he was a different person in the same room that we shared for 3 years. Er war nicht so wie ich, er war jemand ganz anders, aber wir waren 3 Jahre im gleichen Zimmer. And I tried him to be just like me, to man that who can be a part of party life and gambling and involved in so much of party life after duty is over. Und ich habe versucht, dass er auch so wird wie ich, dass er auch an Partys kommt, dass er auch das Leben genießt. I used to tell him and to join me and join the enjoyment in our young age. So when we will become old, we will be not able to do anything. Und ich habe ihm gesagt, es macht doch Sinn, wenn wir jetzt uns in unseren jungen Jahren vergnügen, wenn wir das Leben genießen, weil wenn wir dann mal alt werden, dann können wir das nicht mehr. So my friend, very politely, he refused every time to join me in all the parties. Aber mein Freund hat immer ganz freundlich das abgelehnt und ist nicht mit an die Partys gekommen. And I used to sometimes mock him, and I used to just try to insult him. What kind of young man you are? Aber ich habe ihn dann ausspotten, habe noch beleidigt und gefragt, was bist du für ein junger Mann? So one day he told me that you have been asking me on and on, so the reason behind that I never accepted your invitation to join is one reason behind that I am not coming with you to have all those parties. Und eines Tages hat er gesagt, ich kann dir den Grund erzählen, warum ich nicht an die Partys komme, obwohl du mich immer wieder eingeladen hast. So he said that to me. I said, what is that? Und ich habe gefragt, so, was ist der Grund, was ist das? And that's where he said that he is the follower of Jesus Christ. Und er hat mir dann gesagt, der Grund ist, dass er Jesus Christus nachfolgt. And it was a very, very strange thing that he told me. Und das ist für mich ganz etwas Komisches gewesen, dass er mir das erzählt hat. He was a Buddhist guy and I am a Buddhist person and we have been serving a great Buddhist philosopher and he says that he is a Christian. Er war ein Buddhist, ich bin ein Buddhist. Wir haben beide gearbeitet für einen grossen buddhistischen Philosoph. Und jetzt sagt er sei ein Of course, Christ. I know about the Christianity, but our mindset and our minds were filled out from the young age that Christianity does not belong to us. Jesus is the God of white people, not brown people. Ich habe natürlich auch schon vom Christentum gehört, aber schon von klein auf sind wir gelehrt worden, wir sind Buddhisten, das Christentum gehört nicht zu uns. Das Christentum, Christus, das ist der Gott von den Weißen, nicht von den Braunen. And many people that are part of the world, of their ignorance about Jesus Christ is so much. Und viele Leute in unserem Teil der Welt sind sehr unwissend über Jesus Christus. And most of them, they think that Jesus Christ was born in the Washington D.C. Und die meisten bei uns denken, dass Jesus Christus in Washington D.C. auf die Welt ist gekommen. So I used to also think that Jesus must be the American one. Und ich habe auch gedacht, der Jesus, der Christus, das ist sicher ein Amerikaner. So we have to do nothing with this American God or white people God. Und dass wir nichts zu tun haben mit dem Weissen oder mit dem Gott der Weißen, der Amerikaner. So that was our mindset that we grew up and we were taught and our ears were filled with all these things. Und mit dieser Sicht sind wir aufgewachsen worden, das ist uns immer wieder gelehrt worden. One of the things today that especially when you meet a Buddhist person, you find very hard to convince them and tell them. Und das ist auch etwas, was bis heute sehr schwierig ist, wenn du einen Buddhist triffst, dass das kannst die Überzeugung brechen. Because their mind has been filled with all this untruthness. Weil ihr Denken ist immer wieder gefüllt worden mit
dieser Unwahrheit. But what things made me to draw my attention towards my friend, Aber was wirklich meine Aufmerksamkeit hat geweckt bei meinem Freund, I never saw the Bible, which we call their black book. ich habe bis dann nie eine Bibel gesehen, wir nennen es das schwarze Buch. And when I heard about my friend that he said that I don't do all these things because I follow Christ, Aber als ich dann das gehört habe, wo mein Freund gesagt hat, ich mache all die Sachen nicht, weil ich Christus nachfolge. I believed because I've been watching his life over 3 years together in one same room. Ich habe ihm geglaubt, weil ich ihn sehr gut beobachtet habe während diesen We 3 traveled Jahren, together, wo wir we zusammen gewohnt stayed haben. together, we ate together, and I saw him. He was a different guy. Wir sind zusammen gereist, wir haben zusammen gegessen und ich habe es immer wieder gesehen, er ist anders. I never read black book. Ich habe dann noch nie das schwarze Buch gelesen. I never read any Christian materials and any Christian programs and broadcasts. As soon as I used to say, I used to turn down. Ich habe dann noch nie christliche Literatur gelesen, noch nie ein Fernsehprogramm gesehen. But my friends' few words made me think so deep. Aber die wenigen Worte von meinem Freund haben mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Because whatever he was saying that he was following and he was doing. Weil ich wusste, was auch er sagt, wenn man nachfolgt. And this friend of mine became a kind of a gospel to me. Und der Freund von mir ist wie ein Evangelium geworden für mich. I strongly believe today that our stories are so powerful that God has written in our life. Und ich bin überzeugt heute, dass unsere Geschichten, die Gott in unserem Leben schreibt, so kraftvoll sind. And he told me his little story that he was convinced in his heart and he was trying to tell me. Und mein Freund hat dann auch seine Geschichte erzählt, was seine Überzeugung ist in seinem Herz. And what thing was compelled to me and made me to think that he is a man who is a practical. Und was mich wirklich überzeugt hat, er hat es nicht nur erzählt, sondern er hat es auch praktisch gelebt. It's very easy to tell nice words from here, Es ist so einfach etwas zu sagen von hier, schöne but Worte. it is very difficult to put those things in our day-to-day daily life. Aber es ist nicht so einfach, die Sachen im Alltag auch umzusetzen. And this friend of mine was a living gospel to me, walking gospel to me, and talking gospel to me. Aber der Freund von mir ist ein lebendiges Evangelium geworden für mich, wo er geredet, wo er ist gelaufen. That's where I became very much fond of his God. I don't know who is he, but I know that his God is good God. Und das hat mich sehr stark hergezogen zu dem Gott. Ich habe ihn noch nicht kennt, aber ich habe irgendwie gespürt, es ist ein guter Gott. And as a result of my friends' approach to me, I became more seekers towards him and his words. Und wegen meinem Freund habe ich angefangen zu suchen, mehr nach diesen Worten. And as the Bible promises that if you seek, you shall find. Und die Bibel verspricht, die suchen, die werden finden. It depends upon what do you seek, and you shall find. Aber es kommt darauf an, von was du suchst. Aber wenn du etwas suchst, dann wirst du es finden. And I started seeking the truth, and I found the truth. And the Bible says, if you know the truth, and truth shall set you free. Aber ich habe mich aufgemacht und die Wahrheit gesucht. Und ich habe die Wahrheit gefunden. Und die Bibel sagt, die Wahrheit macht dich frei. That was my deep convictions from my friend's testimony. Und das ist zu einer tiefen Überzeugung geworden von dem Zeugnis von meinem Freund. And today, I don't preach. I tell the story about Christ, what He has done in my life. Und so tue ich nicht predigen heute, sondern erzähle einfach das, was Christus in meinem Leben gemacht hat. It is easy for us to preach about the Paul and Peter and many disciples, but how about from our own life? Es ist so einfach für uns, über den Paulus oder von Petrus zu predigen, aber wie ist es, wenn wir von unserem Leben erzählen? This gospel is the most powerful gospel that you walk, talk, live, and tell. Aber das ist sehr ein kraftvolles Evangelium, wenn du lebst, wenn du es erzählst, wenn du es weiterbringst.
after constant seeking of some of the month that I decided that I want to be just like this guy and other friends that I used to, I was joining for a group of 10 people. Als ich ein paar Monate auf der Suche war, habe ich mich entschieden, ich will so werden wie mein Freund und andere Leute, die ich treffen durfte in einer kleinen Gruppe. And the Lord relieved me from all kinds of that anger, the anxiety and disappointment that I was carrying in my heart, and the spirit of revenge that I was carrying towards the Chinese men and women was cleared up, and I was filled with His joy and love. Und der Herr hat mich befreit, hat mich frei gemacht von dieser Wut, von dem Ärger, auch von dem Wunsch nach Rache, den ich hatte gegenüber den Chinesen. Er hat mich mit Freude gefüllt. And I started continuously reading and understanding His word and the message, what it says to the mankind of the world. Und ich habe angefangen, in seinem Buch zu lesen, seine Worte zu lesen und mehr auch von ihm zu verstehen. Today, the whole world is trying to conquer the other nation with the power of atomic bombs and weapons and all the destructive things. Heutzutage versuchen Nationen, andere Nationen einzunehmen mit Atombomben, mit Kriegsgeräten. But Jesus, He conquered the world with His love. Aber Jesus hat die Welt mit seiner Liebe eingenommen. And He conquered my life with His love. Und er hat mein Leben mit seiner Liebe eingenommen. I was living in anger and anxiety and so much of other things that I could never overcome by myself. Ich hatte so viel Angst, so viel Wut in meinem Leben gehabt und konnte es nicht selber bewältigen. But when Jesus came, He became a ruler of my life. Aber wo Jesus kam, ist er der Herr von meinem Leben geworden. And not only ruler of life, but He filled my life with His love. Und er ist nicht nur der Führer, der Herr von meinem Leben geworden, er hat mein Leben mit seiner Liebe And He gefüllt. doesn't want me that I should keep His love within myself, but I should be a distributor of this love to others that who needs it. Aber er will nicht einfach, dass ich die Liebe für mich behalte, in mir innen, sondern dass ich so weitergebe. That's why today we are following Christ, that we share His love. Und wenn wir Jesus nachfolgen, heisst es, dass wir auch seine Liebe weitergeben. As a result, it's a long story, let me cut short. Es ist eine lange Geschichte, ich versuche mich kurz zu halten. I always tell that my story takes a couple of days and weeks. Meine Geschichte, sage ich immer, das braucht ein paar Tage, sogar Wochen zum Erzählen. But I will quickly summarize it. Aber ich werde versuchen, mich ganz kurz And zusammenzufassen. you can go your homes. Und dann könnt ihr wieder heim. And as a result, everybody became an enemy towards me. Und als Resultat von meinem Entscheid sind alle Leute um mich zum Feind geworden, zu Feinden geworden. Many of you might have met Tibetan brothers and sisters, right? Vielleicht haben ein paar von euch schon Tibeter getroffen. They are very soft from here. Sie sind sehr freundlich. They von have dem Mund. soft lips, but very hard heart. Sie haben ganz sanfte Worte, aber doch ein festes Herz, ein Herz. But I thank God that He took away my all anxiety and He filled my heart with the positive attitudes and love and His presence. Aber ich danke Gott, dass er meine Angst hat weggenommen und mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe in mein Herz ist gekommen. I had to leave everything. Und ich musste alles verlassen. So I was kicked out from home. Ich bin daheim rausgeworfen worden. So that was my prize. Das war der Preis gewesen. And I thought that my family will be happy and because I have done something better in my life at least. Ich habe eigentlich gedacht, dass meine Familie froh ist, weil ich besser geworden mit meinem Leben. But my expectation was just opposite. Aber es ist genau das Gegenteil passiert. And so much of opposition, anger, and at the end of the day, they asked me to leave our home. Whenever you leave your Christianity, you are welcome to back. We will accept you as a son. Otherwise, do not come back home with your Christian religion. Und sie sind sehr wütend geworden und schlussendlich haben sie mich weggeschickt und gesagt, wenn dein Christentum wieder aufgibst,
dann bist du wieder willkommen, dann darfst du wieder zurückkommen, aber bis dann wollen wir nichts mit dir zu tun haben. But nothing could shook my faith. Aber das hat mein Glauben nicht können erschüttern. As the Paul says, who can separate me from the love of God? Wie der Paulus sagt, was kann mich trennen von dieser Liebe von Gott? Before he was a Saul, he persecuted the church of Christ. Und er noch Saulus war, hat er die Gemeinde von Christus verfolgt. And he jailed all the innocent people. Und er hat all die unschuldigen Leute ins Gefängnis gebracht. But Jesus gave him his presence. Aber Jesus ist ihm begegnet. As a result, his life was transformed. Und als Resultat davon ist sein Leben verändert worden. So he became a great missionary to the Asia Minor. Und er ist ein grossartiger Missionar in Kleinasien geworden. And same way, I believe and I thank God that when he transformed my life, I was able to stand firm in my faith. Und das ist auch mein Glaube, dass Gott, den ich in mein Leben gegeben habe, dass er auch mein Leben verändert hat. And my family, everybody became against me, so I was alone with the help of the Lord Jesus only. Und von meiner Familie haben sich alle abgewandt, haben mich alle weggeschickt und so bin ich ganz alleine gewesen, nur mit Christus, mit Jesus alleine. At the age of 28, 29, I was kicked out from home when I was very young. Und als ich 28, 29 war, das war das Alter, wo ich weggeschickt wurde von daheim. Today I am 55-year young man. Und heute bin ich 55 Jahre jung. I have never been to my families and I was never accepted still at this point. Und bis heute bin ich nie zurück gewesen. Bei meiner Familie bin ich zurück aufgenommen worden. I am enjoying my salvation every day. Aber ich freue mich an meiner Erlösung jeden Tag. I am enjoying His presence every day. Und ich freue mich jeden Tag an seiner Gegenwart. Bible says the joy of the Lord is my strength. Die Bibel sagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. So that gift I received. Und das Geschenk kann ich empfangen. And the joy is my strength today, that wherever I go, I am a joyful person. Und diese Freude, das ist meine Kraft. Und überall, wo ich hergehe, gehe ich mit dieser Freude. As much as I might tell my story, I receive joy. Sorry? As much as I tell my story, Okay. I receive joy. Das ist eigentlich meine Geschichte. Ich habe die Freude empfangen. Our people, they persecute every Christians in the region today. Und unsere Leute die verfolgen Christen bei unserer Region. Every believer, those who come to Christ, they have to pay a huge price of their faith in Christ. Und alle Gläubigen, die zu Christus kommen, die müssen einen grossen Preis dafür zahlen. Because when you pay for something, it is valuable to you. Aber wenn du für etwas zahlst, dann wird es auch wertvoll für dich. And what is valuable to you, you sincerely take care of it. Und das, was etwas wertvoll ist, ist für dich. Auf das passe ich auch auf. I have no idea what is your valuable things in your life. Und ich weiss nicht, was für euch wichtig und wertvoll ist. In our places, we have so many things that we are not after those things, but we value, we protect, we honor our faith that we have received. Und bei uns gibt es auch Sachen, die wir anstreben, aber wir schützen wirklich den Glauben, den wir haben dürfen Now I have empfangen. a few minutes more left that I want to tell that what God is doing in our part of the world. Und ich habe noch ein paar Minuten übrig und will kurz erzählen, was Gott in unserem Teil der Welt macht. So we will see a few slides right now. Wir werden auch ein paar Bilder sehen. And the Christ in the Himalayas, training the body of Christ. Es geht darum, wie wir den Leib von Christus können, ausbilden im Himalaya. And the Lord is especially training the young emerging leaders that we are focusing. Und der Herr hat uns auf das Herz gelegt, besonders die jungen Leute auszubilden, zu Next. Leiter zu machen. This is a small training institute we have in India, and also we have a training center near to the Mount Everest region. Und wir haben ein Ausbildungszentrum in Indien und eins in Nepal in der Nähe vom Mount Everest. And our people that we choose to bring to our training centers are
mostly young emerging leaders. Und die Leute, die wir in die Ausbildungszentren bringen, das sind junge, motivierte Leiter. And these young emerging people are very devoted and committed. Und die jungen Leiter, die sind sehr, wollen sich wirklich verpflichten. They are ready to pay any price of their faith. Und sie sind auch bereit, irgendeinen Preis zu zahlen, Next. der nötig ist. This is the small training center which is in the Indian side in the mountain area. Das ist ein Ausbildungszentrum in den Bergen von Indien. We give almost all 100 days trainings. Wir machen so Trainingseinheiten von 100 Tagen. And this training started in 2010 and until now we have been able to equip more than 1,000 young people. 2010 haben wir mit dem angefangen und bis heute haben wir mehr als 1000 Leute ausbilden. And these guys have been very devoted in advancing the kingdom of God wherever they go in the Himalayan areas. Und die Leute waren sehr hingebungsvoll in ihrem Dienst, wenn sie dann zurück sind in ihren Dörfern im Himalaya. Normally Himalayan area is a difficult area. Und die Gegend vom Himalaya ist eine sehr schwierige Region. We have so many challenges. Wir haben viele Herausforderungen. We have so many hills and, a taller mountain than the Switzerland. Wir haben so viele Berge, auch höhere als hier in der Schweiz. I am so amazed that your mountains, to go to your mountain, you have a train. Und ich bin ganz erstaunt, dass ihr Züge habt, die bei euren Bergen raufgehen. It was very mind-blowing for me. Das hat fast mein Denken überstiegen. In our mountains, we do not have even vehicles to go. In unseren Bergen kann man nicht einmal mit einem Auto rauf. We normally use the 11-number vehicle. 11-number vehicle, 1 and 1, 11 number. Wir brauchen normalerweise das Fahrzeug mit der Nummer 11. So, 1 and 1. 1 and 1, 11-number vehicle we call. So this 11-number vehicle is very useful. Und das ist sehr nützlich, das 1 und 1 Fahrzeug. And we have a million-star hotels. Und wir übernachten in Millionen-Sterne-Hotels. Anyone has the experience of the million-star hotel? Habt ihr schon Erfahrungen gemacht damit? When you sleep, when you have nothing, when you sleep under the open sky, you count stars. Wenn du einfach unter draussen schlafst, dann kannst du die Sterne And that's zählen. so nice fun that how big hotel God made for us. Und es ist schön zu sehen, wie gross das Hotel ist, das Gott für uns gemacht hat. It doesn't have only 50 rooms. Es hat nicht nur 50 Zimmer. It has a room for the billions. Es hat Platz für What a great Milliarden. God we have. Haben wir nicht einen grossartigen Gott? And our people, they are willing to sacrifice their comfort zone at any cost. Und die Leute, die sind auch bereit, ihren Wohlstand aufzugeben. My job is normally to challenge the young people to go forward. Und meine Aufgabe ist, die jungen Leute herauszufordern, dass sie auch vorwärts gehen. And I am not only disciple, but I am also disciple maker. Und ich bin nicht einfach ein Jünger, ich bin auch einer, der andere zu Jünger macht. So we have equipped over 1,000 young people and coaching them very regularly. Und so haben wir mehr als 1000 Leute ausbilden und wir begleiten sie weiter, begleiten, mentoren. Mentoring them, we have produced like a friend of mine who is a businessman today, Indra. Und wir begleiten zum Beispiel jungen Geschäftsmann Indra. He also went similarly into my experiences. Und And he became a believer in Christ. er hat ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich, als er zum Glauben ist gekommen. But today he is a successful businessman. Und heute ist er sehr erfolgreicher Geschäftsmann. And he supplies today many things to the police and army clothing. Und er verkauft Kleider für die Armee und für die Polizei. And he says, Dawa, one thing I have learned that we shouldn't give tithe to God, which is 10%. Und er hat mal zu mir gesagt, Dawa, etwas habe ich gelernt, wir sollten nicht der Zehnte zu Gott geben. I also 10%. tell people, don't give tithe 10%. Und ich sage auch zu den Leuten, geben nicht einfach 10% Am I right or wrong? als Zehnte. Am I right or wrong? Ist das richtig oder falsch? Don't give 10%. Am I right or wrong?
Gib nicht 10%. I'm right? Thank you. Merci. What I have learned, we have understood that when we grow in God and we grow in our love towards God also. Etwas, was ich verstanden habe, wenn wir mit Gott wachsen, wenn wir in seiner Liebe wachsen. The friend whom I disciple today, he says he is on his 40%. Und der, den ich eben begleite, der mein Jünger ist, er sagt, ich gebe unterdessen 40%. And he says that why we are fixing our God in 10%. Und er sagt zu mir, warum beschränken wir unseren Gott auf 10%? I don't know, but he has been a demonstration to me, and I disciple him regularly, and he is a great help in the ministry. Und er war ein grosses Vorbild gewesen für mich. Ich bin immer noch mit ihm unterwegs. Next slide, please. Das nächste. So I'm about to finish now. Ich muss abschließen. So these are the little group from Nepal in the Everest region. Das ist eine kleine Gruppe in Nepal. They are not very highly qualified and educated, but they are called and chosen one. Die sind nicht extrem gut ausgebildet, aber sie sind gerufen, sie sind erwählt. Normally I say that, are you a selected one or are you an elected one? Manchmal sagen ich, seid ihr einfach ausgewählt worden oder seid ihr wirklich ausgewählt worden? Ja? That doesn't work. But God doesn't, elects us, but He selects us for His work. Und Gott macht nicht einfach so einen Entscheid, dass wir dazugehören, sondern er wählt uns ganz bewusst. These young people, when they go to church takes place on Saturday, but they have to travel Friday morning to attend the church for Saturday afternoon. Und die jungen Leute, wenn die am Samstag, dort sind Gottesdienste am Samstag, wenn die in einen Gottesdienst wollen, müssen sie manchmal schon am Freitagmorgen loslaufen. And many of our those who want to take training, they travel even 80 hours to reach our training center. Und für Leute, die sie zu unseren Ausbildungszentren kommen, müssen sie manchmal 80 Stunden unterwegs sein. But they are willing to do that one. Aber sie sind gewillt, das so zu machen. They have a hunger towards God's word, so that they want to be filled themselves and fill others and reach others. Sie haben Hunger nach Gottes Wort, dass sie dürfen Next. gefüllt werden und andere dürfen füllen. So this is the classes that they sit on the floor, and nighttime they sleep on the same floor. Das ist ein Klassenzimmer. Wir sitzen am Boden, wir schlafen in der Nacht am Boden. And they are very devoted and they're very committed. Und sie sind wirklich sehr hingabungsvoll, wie sie da mitmachen. Next one. So these are the small village leaders that are devoted themselves, and they are leading several house churches in the mountains. Und das sind Leiter von kleinen Dörfern, die dann mehrere Hauskirchen betreuen. So I'm almost out of my time now. You are out of your time. Almost out of time. He said, you are. Great warning. Next one, please. So this is our kitchen, that we cook very ordinary food and we feed them. Das ist ganz einfache Küche, wo wir Next ganz one. einfaches Essen And we bereiten. also give a certificate to our young people to encourage them that they will have some remembrance. Wir geben auch so ein Next. Zertifikat Next. als Abschluss. Next, over. Fertig. Thank you very much for your attention. Ganz herzlichen Dank für eure May God Aufmerksamkeit. bless you. Möchte euch Gott segnen. Thank you so much, Dawa, Rolf. Would you please be so kind and bless us and Sure. pray for us? Thank you. I will pray. Let me pray. Would you mind if you could stand together and raise your hands to the Himalayas? Steht doch bitte auf, tut eure Hände aufheben zum Himalaya. Bible says the prayer of righteous men and women can make a lot of difference. Die Bibel sagt, das Gebet der Gerechten kann einen grossen We have Unterschied been made machen. righteous because of his blood, Und wir sind gerecht wegen seinem Blut. not because of attending the church. Nicht, weil wir in die Kirche gehen. Let's pray.
Heavenly Father, we thank you for this beautiful congregation that we were able to visit this morning. Vater im Himmel, ich danke dir für die wunderbare Gemeinde, die wir heute Morgen besuchen dürfen. We pray blessing over them this morning Und wir beten um dein Segen für sie, so that you fill their hearts and mouth with your words, with your love, with your care, and the passion that you had. dass du ihr Mund, ihr Herz erfüllst mit deiner Liebe, mit deiner Leidenschaft, mit deinem Brennen. Help them to be a storyteller, Hilf ihnen, dass sie ihre Geschichte erzählen können. not telling about any religion, Dass sie nicht einfach eine Religion weitergeben, but connecting and relating with our Savior. sondern dass es um die Beziehung mit unserem Retter geht. The connection which was cut off by the sin, your Son has reconnected us. Die Beziehung, die kaputt ist gegangen wegen der Sünde. Bless Und the doch hat dein congregation. Sohn sie wiederhergestellt. Ich Bless bitte the dich, dass du die pastors and Gemeinde leaders. segnest, dass du den Pastor, die Leiter And every segnest, kids in the church. dass du auch die Kinder segnest. May this church be the church that has set up in the hills. Dass die Kirche eine Kirche darf werden, die du auf dem Berg gebaut hast. May this church be the salt of the earth. Dass die Kirche auch zum Salz von Erde darf werden. May this church be the light to the world. Dass die Kirche ein Licht für die Welt darf werden. Bless every single individuals. Du jeden Einzelnen hier innen segnen. Bless this nation. Du auch das Land segnen. Bless the government Du die Regierung segnen. so that many people will be storytellers of their transformed life. So dass noch viele dürfen ihre Geschichte erzählen, wie du sie With verändert hast. thanksgiving this prayer we ask in Jesus' name. Wir danken dir in deinem herzlichen Namen, Jesus And let Christus. everybody say Amen. Wir sagen alle Amen. Amen. Thank you. God bless.